Der Amund liegt im Schnee und schläft tief und fest. Er merkt nicht, wie eine dicke Schneeflocke immer mehr zudeckt, bis schließlich nur noch der Ottilia ihr Stoffsäckchen aus dem Schnee schaut. Und genau das Säckchen rettet ihn. Ein warmer, feuchter Windstoß fegt dem Amund den Schnee aus dem Gesicht und er verwacht. Direkt vor ihm steht ein gigantischer Hund auf seinen Hinterbeinen. Er hat einen riesigen Kopf, gelbe, spitzige Zähne und eine gewaltige Zunge. Der warme Wind ist sein Atem. Ja, da blüht doch die Würste auf. Das bin ja ich. Du hast ein Bild von mir. Auf dem Säckli. Der Amund begreift, wer vor ihm steht. Es ist der Hunderis Reprebus, den die Ottilia aufs Stoffsäckli gestickt hat. Verstehst du mich? Ja, doch. Ich denke, so ein Winzling wie du versteht so grosse Worte wie meine. Vielleicht nicht. Aber du bist natürlich sprachlos. Vor Freude. Du trägst ja ein Bild vom mächtigen Reprebus mit dir rum. Und jetzt steht er auf einmal vor dir und heisst dich in seinem Reich willkommen. Sag, bin ich genauso magnifik, wie du es dir vorgestellt hast? Fik. Ja, doch. Magnifik. Der Hunderis legt seine schweren Pfoten vor dem Amund in den Schnee. Komm, du hast jetzt mit dem magnifiken Reprebus zusammen wandern. Du sollst die Welt von meiner Schulter aus so sehen dürfen, wie ich sie gesehen. Aber ich... Bitte sehr, steig auf. Der Reprebus steht ganz still, während der Amund der riesigen Pfoten entlang bis auf dem Reprebus seine Schultern klettert. Nicht runterschauen. Nicht runterschauen. Oh nein, jetzt habe ich doch runtergeschaut. Oh, ist das hoch. Du hast die Erlaubnis, dir an meinem Ohr festzukrallen. Danke. Ah, schön warm. Gut, machen wir uns auf den Weg. Und jetzt wandert der Amund mit dem Reprebus durch die Nacht. Der Amund sitzt im warmen, weichen Ohr vom Hunderis eingemummelt, hoch oben auf seinen Schultern und staunt. Sein ganzes Leben lang war er klein und unbedeutend. Jetzt sitzt er auf einmal höher oben als alle anderen. Und von dort oben sieht er fast die ganze Welt. Der Sumpf, der Wald und auf dem Hügel das Schloss. Schloss, ja. Könnte ich das alles doch nur mit der Ottilia zeigen? Der Reprebus bricht den Baum ab. Was für ein magnifiker Wanderstab. Kleines Menschenkind, was suchst du eigentlich so allein im Wald? Ich suche die Manticora. Aber, kleines Menschenkind, wieso suchst du denn den Tod? Was willst du vor Manticora? Der Amund kann es dem Reprebus nicht sagen. Es ist unmöglich. Der Major Donner und seine Männer hätten vielleicht eine winzige Chance gehabt, der Manticora ihr Herz zu stellen. Aber wie soll das ihm, dem Amund, jemals gelingen? Du gibst keine Antwort. Ich verstehe, auch kleine Wesen haben grosse Geheimnisse. Oh, es ist Zeit. Du hast jetzt mit dem grossen Reprebus zusammenzählen. Schau, dort oben, der Mond. Heul mit, kleines Menschenkind. Ja, heul. Von den Bergen, aus dem Sumpf und aus dem Wald stimmen immer mehr andere Wesen mit ein. Schliesslich heulen alle Ungeheuer und Monster miteinander. Der Amund schudert vor Freude und Angst. Wenn die Ottilia mich jetzt nur mehr könnte sehen. Ja, und wenn der Amund jetzt Ottilia könnte sehen. Sie steht in ihren dreckigen, verrissenen Kleidern mitten im Bankettsaal von ihrem Vater
und zeigt auf ihren Onkel, den verkleideten Herzog Nickbert. Die Gäste starren sie alle an. Aber am allermeisten starrt ihr Vater, der Herzog Klausbert. Was zum Teufel? Er hat seinen Bruder seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Ist er das wirklich? Ist er so alt geworden? Er hat ein unmögliches Gericht erfunden, weil er euch das Bankett verderben möchte, Vater. Er will euch lächerlich machen. Das Musso-Blamage ist ein Bluff. Das gibt's gar nicht. Das ist total lächerlich. Die Stimme. Er ist der Herzog Nickbert. Mein Name ist Graf Wolf im Schaf und mein Mops und ich sind noch gerne nie so beleidigt worden. Der Herzog Klausbert steht auf und stützt sich dabei schwerfällig auf den Tisch ab. Er starrt seinen Bruder an. Wache! Nehmt ihn fest! Nehmt ihn fest. Ihn sofort fest! Nehmt ihn sofort fest. Blitzschnell packen dem Klausbert seine Wächter den Nickbert. Reissen dem den Schnauz ab! Der Schnauz ab. Nein, nicht der Schnauz. Der ist echt... Aua! Das gibt kein Beweis. Kein Beweis. Da ist der Beweis. Der ganze Plan steht in diesem Tagebuch. Der Bankettmeister von Schleim stürzt sofort zu Ottilia und reißt ihr das Tagebuch aus den Händen. Das Musso-Blamage ist ein riesen Beschiss. Ja? Tatsächlich? Da steht alles. Ich bitte euch, Vater, ruft den Major Donner und alle, die mit ihm unterwegs sind, wieder zurück. Ganz sicher! Nicht!